Heute haben die Vereinigten Staaten etwas erreicht, was jahrzehntelange Feindseligkeiten nicht vermocht haben. Gemeinsam mit dem Iran haben wir einen langfristigen Vertrag geschlossen. Dank dieser Vereinbarung wird die internationale Gemeinschaft in der Lage sein, zu überprüfen, dass die Islamische Republik Iran keine Atomwaffe entwickelt. Im Frühjahr 2017 arbeitete ich an einer Geschichte, wie die Obama-Regierung einige Strafverfahren gegen die Hisbollah und Waffenhändler, die im Auftrag des Iran arbeiteten, vernachlässigte. Direkt nach Veröffentlichung schrieb mir ein ehemaliger DEA-Mitarbeiter, uns ist das Gleiche passiert. Die Obama-Regierung hat sich so sehr in die Geschäfte eingemischt, dass viele der Ermittlungen geblockt wurden. Er war sehr verärgert, dass die Ermittlungen beim Projekt Cassandra gegen die Drogenhändler der Hisbollah fast zum Stillstand kamen. Je näher sie dem inneren Kreis der iranischen Regierung kamen, desto mehr gerieten die Ermittlungen ins Abseits. Es war schwer zu glauben, dass die Obama-Regierung so etwas aus politischen Gründen verhindern würde. Wenn es wahr ist, ist es eine Wahnsinnsgeschichte. Der Obama-Regierung wird vorgeworfen, in Ermittlungen eingegriffen zu haben, die beweisen wollen, dass die vom Iran gestützte Terrorgruppe Hisbollah Gewinne mit Drogen- und Waffenhandel macht. Ich wusste es von Anfang an. Wenn man so sensible geopolitische Themen bearbeitet, kommt man irgendwann nicht weiter. Im Herbst 2005 wussten wir noch nicht, dass wir gegen die Hisbollah vorgehen würden. Aber genau das passierte. Wir sammelten Beweise, dass die Hisbollah sich zu einem der größten Kartelle für Drogenhandel und Geldwäsche der Welt entwickelte. Ich begann zu recherchieren, wie aus einer reinen Terrorgruppe eine Mischung aus Mafia und Kartell werden konnte. Die Hisbollah ist ein globales Konglomerat, eine terroristische Organisation, eine politische Partei, eine Quasi-Regierung, die im Südlibanon Dienstleistungen erbringt. Sie ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Die Hauptfinanzquelle ist der Iran. Aber der Iran ist nicht in der Lage, der Hisbollah das zu bieten, was benötigt wird, um alle Aktionen umzusetzen, die sie gerne ausführen wollen. In der US-Regierung herrscht die Meinung, dass die Hisbollah nicht so gefährlich ist wie Al-Qaida oder der IS. Dabei ist sie viel gefährlicher. Der Iran hat im Grunde dabei geholfen, die Hisbollah zu gründen, auszubilden, zu finanzieren und auszurüsten. Der Iran hat versucht, die Revolution zu exportieren. Er richtete Botschaften in der ganzen Welt ein und nutzte diese als eine Art Kommandoposten. Als der Iran nach Lateinamerika ging, zogen Hisbollah-Agenten mit. Das Dreiländereck zwischen Paraguay, Argentinien und Brasilien wurde als Drehscheibe genutzt. Das Dreiländereck ist eine weltberühmte Touristenattraktion wegen der Iguazu-Wasserfälle. Gleichzeitig ist hier eines der größten Zentren für Geldwäsche weltweit. Die Handelszone ist die drittgrößte Freihandelszone, vergleichbar mit Hongkong und Miami.
Es ist kein Ort, an dem man sofort sagt, oh, das ist offensichtlich der wilde Westen des organisierten Verbrechens und der Geldwäsche. Hier ist alles trügerisch. Du gehst in diese Läden, die extrem gut ausgestattet sind, aber es gibt keine anderen Kunden. Ich habe noch nie so viele Cowboy-Hüte im Angebot gesehen, aber niemand trägt sie. Der Flughafen wird nur von großen Frachtflugzeugen angeflogen. Das macht einfach keinen Sinn. Schließlich wurde es offensichtlich, dass hier wichtige Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft Teil eines globalen, koordinierten Netzwerks sind. Sie betreiben Geldwäsche und Drogenhandel im Auftrag der Hisbollah. Das ist ein großartiger Aussichtspunkt. Dort drüben können Sie das Einkaufszentrum Uniamerika sehen, das das Schatzamt der USA 2006 als Drehscheibe für Finanzaktivitäten der Hisbollah sanktioniert hat. Wahrscheinlich ist es immer noch die Kommandozentrale der Hisbollah auf der paraguayischen Seite. Es gibt wichtige Fälle von Hisbollah-Aktivisten, die entweder mit Verbindungen zum Terrorismus oder zumindest zur Terrorfinanzierung verhaftet wurden. Können Sie mit uns über die Brücke auf die paraguayische Seite gehen? Ich würde mich da lieber nicht blicken lassen. Sagen wir es mal so, ich bin dort nicht mehr willkommen. Was das Dreiländereck so interessant macht, sind nicht die Grenzen selbst, sondern die gesamte Region, die eine ziemlich große Gemeinschaft von spanisch- und portugiesischsprachigen Menschen zusammenbringt, die seit Generationen vom Zigarettenschmuggel leben. Und wenn dann Kokain auftaucht und für verschiedene Gruppen attraktiv wird, ist es nur ein weiteres Produkt, das man verschieben kann, um noch mehr Geld zu verdienen. Mit der Zeit zieht die Hisbollah immer größere Geldsummen aus diesen Gemeinden. Die Menschen wollen die Hisbollah unterstützen. Einige engagieren sich innerhalb der Hisbollah, andere werden einfach erpresst. Das Dreiländereck war schon immer eine Art Star-Wars-Bar der Bösewichte. Dort gibt es jede Menge Übeltäter aus der ganzen Welt. Aber einer der größten Akteure war immer die libanesische Gemeinschaft. Sie war schon immer in den internationalen Handel involviert. Es gibt Fluchtlinien zwischen dem Iran und der Hisbollah und der libanesischen Diaspora. 99,9% dieser Leute sind hart arbeitende, unschuldige Menschen. Aber es gibt einen sehr kleinen Prozentsatz, der in kriminelle Geschäfte und Terrorismus verwickelt ist. So kam es Anfang der 90er Jahre zu dem Umir-Bombenanschlag. Ich war bei der Arbeit mit meiner Tochter. Sie ging einen Kaffee trinken. Wie viele Menschen arbeiteten hier? Sehr, sehr viele. Ich will meine Tochter. Der Bombenanschlag fand am ersten Tag der Winterferien statt. Ich war zu Hause und konnte die Explosion hören. An diesem Morgen starben 85 Menschen und viele hundert wurden verletzt. Wir erfuhren sehr bald, dass ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe in das Gebäude der jüdischen Gemeinde raste. Wir wussten noch nicht viel über die Bedrohung durch internationale terroristische Organisationen. Alberto Nisman war Bundesstaatsanwalt und ich war der Anwalt, der die Opfer vertrat. Die Ermittler haben die Identität des Attentäters herausgefunden. Es handelte sich um einen Hisbollah-Aktivisten, der in der Dreiländerregion lebt. Es handelt sich um einen libanesischen Staatsbürger, Hisbollah-Kämpfer Ibrahim Hussein Berro.
Niesman stellte fest, dass der Iran den Anschlag zusammen mit der Hisbollah geplant und ausgeführt hatte. Für uns war es schockierend zu sehen, dass die Regierung plötzlich ein Abkommen mit denjenigen unterzeichnete, die des Anschlags verdächtigt wurden. Bei den geheimen Gesprächen ging es darum, dass Argentinien wieder Kooperationspartner beim iranischen Atomprogramm werden wollte. Der Iran und Argentinien hatten ein formelles Abkommen über den Austausch von Nuklearwissenschaftlern. Argentinien hatte als einziges Land in Lateinamerika ein Atomprogramm mit der gleichen Basistechnologie wie der Iran entwickelt. Nach der iranischen Revolution war Argentinien das einzige Land, das offen mit dem Iran an dessen nuklearer Entwicklung gearbeitet hat. Die Regierung von Bill Clinton forderte Carlos Menem und seine Regierung auf, die Beziehungen mit dem Iran abzubrechen. Das war der Auslöser für die Amir-Anschläge im Jahr 1994. Nach 2 Jahren intensiver Ermittlungen konnten wir beweisen, dass der Angriff auf das EMEA-Hauptquartier von den höchsten Stellen des Iran angeordnet, geplant und finanziert worden war. Alberto Niesman wurde in seiner Wohnung in Buenos Aires tot aufgefunden, nur Stunden bevor er aussagen sollte. Bevor Niesman am nächsten Tag tot aufgefunden wurde, sagte er mir, er wolle sich auf die Präsentation im Kongress konzentrieren. Um 23 Uhr nachts erfuhren wir, dass seine Leiche gefunden wurde. Wir waren starr vor Schock. Wir konnten es nicht glauben. Wir konnten nicht glauben, dass der Tod Niesmans nicht mit der Beteiligung der Regierung oder dem Versuch, Niesmans Arbeit zu zerstören, zusammenhing. Es gibt eine Menge Unklarheiten bei den EMEA-Bombenanschlägen. Ob nun Leute in der argentinischen Regierung beteiligt waren oder ob sie bewusst weggeschaut haben, ob es die Hisbollah war oder der Iran. Klar ist, dass der Finger auf beide gezeigt hat. Alles, was wir wissen und was ich sagen kann, ist, dass wir Billionen von Dollar für die Bekämpfung von Terrorismus, organisierten Verbrechen und Drogenhandel ausgegeben haben. Aber wegen verschiedener Dysfunktionalitäten innerhalb unserer Regierung haben wir diese Kriege separat geführt. Alle sind zur gleichen Bedrohung geworden und sind miteinander verwoben. Als Israel versuchte, der US-Regierung klarzumachen, dass man dieses wachsende Problem mit allen Mitteln bekämpfen müsse, einschließlich finanzieller Sanktionen und Strafverfolgung, wollte die US-Regierung davon nichts hören. Die Aktivitäten der Hisbollah in Südamerika waren uns seit den 90er Jahren bekannt. Wir haben versucht, operativ zu agieren. Aber wir haben erst viel später gelernt, die finanziellen Aktivitäten zu betrachten und zu versuchen, die Wirtschaftswege und ihre Auswirkungen aufzudecken. Wir haben über Agenten im Libanon große Mengen an gefälschten 100-Dollar-Scheinen erhalten, die von beeindruckender Qualität waren. Und unsere Quelle sagte uns, hören Sie, die Hisbollah druckt die Dinger hier. Wir brachten sie zu einem israelischen Polizeilabor, das Schwierigkeiten hatte, sie als Fälschungen zu erkennen. Wir dachten, das ist eine seltene Gelegenheit. Zeigen wir es den Amerikanern und bringen wir sie dazu, in den Kampf gegen die Hisbollah mit einzusteigen. Wir trafen uns mit dem FBI, das uns ansah und sagte, das ist ein interessanter Befund. Aber wir befassen uns nicht mit gefälschten amerikanischen Geldscheinen. Wenden Sie sich an den Geheimdienst. Als sie den Geheimdienst aufsuchten, sagten sie, interessant, außergewöhnlich. Wie viel Geld, glauben Sie, haben Sie gefälscht? Wir sagten, 50 Millionen Dollar. Sie sagten,
50 Millionen Dollar können die amerikanische Wirtschaft nicht beeinträchtigen. Wir sagten, aber 50 Millionen Dollar haben große Auswirkungen auf eine terroristische Organisation. Sie antworteten, wenn es um Terror geht, geht zurück zum FBI. Das klingt wie im Film, aber das ist die Realität. Man wird von der einen Seite zur anderen geschickt, auch wenn man zwingende Beweise hat. Niemand weiß, wer die Befugnis hat, in solchen Angelegenheiten zu handeln. Die dramatische Wende kam am 11. September. Am 11. September kam ich zur Arbeit und betrat das Büro eines Kollegen, in dem der Fernseher lief. Ein unglaublicher Anblick. Es waren viele Rettungskräfte um das Gebäude herum. Es ist bemerkenswert, denn das Fernsehen schaltete dann auf Rauch, der aus dem Pentagon aufstieg. Wir rannten alle durch die Halle, denn man konnte aus dem Finanzministerium herausschauen und über den Potomac-Fluss sehen. Und dann konnte man den Rauch aufsteigen sehen. Und als wir dort ankamen, fingen die Leute an zu schreien, raus aus dem Gebäude! Am nächsten Tag sprachen die Leute bereits über die finanziellen Aspekte. Die USA waren bisher nicht wirklich an der Finanzierung des Terrorismus interessiert und plötzlich waren wir mittendrin. Damals war Al-Qaida das eigentliche Ziel. Aber Al-Qaida und andere terroristische Organisationen wie die Hamas und die Hisbollah haben Geld gesammelt und verschoben. Und was konnten wir dagegen tun? Guten Morgen. Heute haben wir einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf gegen den Terror unternommen. Wir haben einige der Geldgeber von Al-Qaida identifiziert und sind gegen ihre Konten vorgegangen. Im November haben wir 22 weitere globale terroristische Organisationen identifiziert, gegen deren Finanzierung wir nun ebenfalls vorgehen. Es ging nicht nur darum, dem Geld in einer bestimmten Strafverfolgungsuntersuchung zu folgen. Es ging darum, die finanziellen Netzwerke zu verstehen, die das Rückgrat dieser Organisationen bildeten. Herauszufinden, wie sie ihr Geld bewegten und Druck auf diese Netzwerke auszuüben. Wir lebten in beiden Welten, in der Welt der Strafverfolgung und in der Welt der Nachrichtendienste. Die Finanzwelt kannten wir auch. Wir fingen an, mit Jack Kelly und seinem Team bei der DEA zusammenzuarbeiten. Das war perfekt. Wir waren zwei Agenturen, die in sehr unterschiedlichen Welten lebten. Als ich von der DEA nach New York versetzt wurde, interessierte mich nicht, was außerhalb von New York geschah. Die Zahl der Drogenrazzien hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Auf den Boden, Mann! Auf den Straßen gab es viel Gewalt, es herrschte Chaos. Die Kriminalitätsrate war schrecklich, es gab viele Morde. 6 Schießereien ereigneten sich gegen 1 Uhr nachts. Die DEA war fast jeden Abend in den Nachrichten. Es war der Höhepunkt des Drogenkriegs. Ich erinnere mich, dass ich mich auf der Straße direkt wohlfühlte. Wir bearbeiteten komplexe Verschwörungsfälle gegen das russische organisierte Verbrechen, das italienische organisierte Verbrechen. Wir haben uns mit verdeckten Ermittlern oder Informanten eingeschleust, identifizierten ihre Kommunikationsgeräte und fingen an, sie abzufangen und sie auf der Straße zu überwachen. Es ist ein ganz netter Gedanke, wenn du Anfang 20 denkst, immer dieselbe Methodik anwenden zu können. Sei es bei einer dominikanischen Gang in Washington Heights oder in der Bronx oder eben um eine islamische Terrororganisation wie die Hisbollah anzugreifen. Ich hatte eigentlich Politiktheorie studiert, aber ich habe mich schon immer für Politik und internationale Aspekte interessiert.
Zu dieser Zeit stellte die DEA niemanden als Geheimdienstanalysten oder Spezialagenten ein. Also fing ich als Sekretärin an und arbeitete ein paar Jahre lang im DEA-Hauptquartier. Dann hatte ich es satt, über die Geschichte von allen anderen zu berichten und sagte, jetzt werde ich Agentin. Ich wurde der Miami-Gruppe 10 zugeteilt. Die Miami-Gruppe 10 war ein Dreamteam und hatte in ganz New York einen super Ruf. Ich wurde auf einen Vorschlag der Gruppe 10 aufmerksam. Üble Typen wollten das Geld aus den Kokaingeschäften in New York nach Lateinamerika bringen. Unsere Aufgabe war es, das Geld zu beschlagnahmen. Also rufen wir die Nummer an. Es gibt $1 Million in Queens in einem Auto auf einem Parkplatz. Schnappen Sie sich das Geld. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen sagen, wohin Sie das Geld überweisen können. Der verdeckte Ermittler wusste nicht, wie viel $1 Million wiegt. Es befanden sich 2 Seesäcke im Kofferraum des Autos. Sie waren über 50 Pfund schwer. Das Geld führte zum Oficina de Envigado, einem Kartell in Medellín. La Oficina de Envigado ist eine in Medellín ansässige Geldwäsche- und Drogenhandelsorganisation und war schon immer eine der mächtigsten Organisationen in Kolumbien. Wie viel Drogenhandel können Sie pro Jahr abwickeln? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Zahl nennen. Ich meine, Tausende von Kilos Kokain. Aber das, wofür die Boutique bekannt war, war der Geldwäschebetrieb. Wir hatten eine sehr gute Beziehung zu den kolumbianischen Behörden. Wir haben jahrelang während der Zeit von Pablo Escobar gemeinsam unter Blut, Schweiß und Tränen zusammengearbeitet. Kolumbien hat mit unserer Hilfe ein sehr gutes Telefonabhörprogramm eingerichtet. Die DEA-Agenten arbeiten mit den kolumbianischen Polizisten in Bogotá und Medellín zusammen. Sie senden uns einige der abgefangenen Informationen über eine Person namens Don Pacho. Don Pacho ist ein Kommissionsmitglied, ein sehr wichtiges Mitglied, der wahrscheinlich früher mit Pablo Escobar in Verbindung stand und er scheint eine Zelle in La Oficina de Envigado zu leiten. Wir begannen also, die Organisation aufzubauen. Wir kannten Spitznamen, die Telefonnummern. Wir wussten, wer mit wem redete. Wir hatten so ziemlich alles über die Organisation. Aber das Problem war, dass wir nicht wussten, wer diese Leute wirklich waren. Das Interessante an dieser Zelle ist, dass sie anscheinend Kokain nach Mittelamerika und Mexiko transportiert. Das ist ziemlich normal. Aber sie transportieren Kokain auch nach Afrika und in den Nahen Osten. Die Zelle, die von Don Pacho geleitet wird, besteht aus einem Guatemalteken. Da ist ein Typ namens Baby Seis oder Baby Face. Da ist Beto und da war dieser Typ aus dem Nahen Osten namens Taliban. In Kolumbien wurden erstmals arabische Gespräche abgefangen und sie wussten nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Ich sagte ihm, er solle nicht gehen, bevor er Chekri informiert habe. Einer unserer Agenten, der neu in unserer Gruppe war, kam zufällig vorbei, blieb stehen und fragte, woher hast du das? Ich sagte, wovon redest du? Und er sagte, verstehst du, was sie sagen? Ich sagte, ich habe keinen blassen Schimmer. Wo bist du gewesen? Also, ich meine, was hast du gesagt? Ich sagte, rechne es dazu. Vielleicht überweisen wir es morgen an Chekri. Er schaut mich an und sagt, Sie reden Arabisch. Sie reden über Container und Geld und Umzug und. Ich war sprachlos.
Sagen Sie ihm vor allem, dass er kein Angebot machen soll, bevor... Keine Sorge, El Gordo ist kein Ideologe. Er wird mit dir reden. Dann redest du mit ihm. Wir konnten hören, dass die Organisation Kokain transportierte. Sie transportierten Kokain nach Westafrika, in den Nahen Osten, nach Europa. Sie nahmen Geld aus über 14 Ländern ein. Wir wussten, dass es Gespräche über Waffen gab, Gespräche über Zahlungen und wer wen bezahlte. Ich konnte nicht begreifen, was wir mit diesem Fall losgetreten hatten. Wir haben am Ende weit über 10.000 arabische Anrufe abgefangen. Die Anrufe beschreiben alles, was in dem sogenannten Cassandra-Projekt passiert ist. Das heißt, die Hisbollah hat Kokain aus Lateinamerika nach Westafrika, in den Nahen Osten, nach Europa, Australien und Kanada verschoben und das Geld aus all diesen Orten gewaschen. Sie stellten fest, dass Drogenhändler aus dem Nahen Osten, vor allem Libanesen, einen starken Einfluss auf Kolumbien ausübten und Kokainlieferungen koordinierten. Wir kartierten die kolumbianischen Netzwerke und etwa 6 Monate später wurden wir fündig. Wir erhielten Informationen von einer zufälligen Quelle. Der Informant sagte: Ich habe diesen Typen, der zu mir kommt, Don Pacho. Ich führe Marathontransporte mit Containern in die ganze Welt durch. Er weiß das über mich und er hat mich bedrängt. Und ich weiß, dass er ein Drogenbaron aus Medellin ist. Und er hat diesen Typen unter sich, den wir Taliban nennen. Aber sein Name ist Chekri Harb. Wir fingen an, uns bei verschiedenen Informanten nach Chekri Harb zu erkundigen, weil er in unserem System war. Aber als wir Quellen über ihn befragten, wurde er wie folgt beschrieben. Nein, dieser Typ ist ein Nichts. Er ist im Grunde ein Dieb. Er ist dafür bekannt, dass er, wenn Sie eine Ladung Kokain haben, vielleicht einen Teil davon stiehlt. Wenn Sie wollen, dass er Drogengeld für Sie transportiert, wird er es wahrscheinlich einfach nehmen. Und er galt als unbedeutender Typ. Aber als die kolumbianischen Polizisten uns ihren Bericht vorlegten, ging es fast nur um Chekri Harb. Später erfuhren wir von den Israelis, dass Chekri Harb für den Terrorflügel der Hisbollah arbeitet. Die Hisbollah hat eine Einheit für externe Operationen. Innerhalb dieser Einheit gibt es eine kleinere Einheit, die Wirtschaftseinheit. Ein großer Teil ihres Budgets sind Einnahmen aus der Drogenindustrie. Der Kommandeur dieser Einheit ist Imad Mughniyeh. Imad Mughniyeh war schon immer der gefährlichste und raffinierteste Terrorist auf diesem Planeten. Mughniyeh spielte eine sehr zentrale Rolle bei den Mia-Bombenanschlägen. Er war dort immer die zentrale Figur. Ich denke, dass Mughniyeh ein Stellvertreter der iranischen Regierung, der iranischen Revolutionsgarde und der Mullahs war. Im Jahr 2007, als wir Don Pachos Zelle der Officina der Envigado infiltrierten, kamen wir Imad Mughniyeh sehr nahe. All das war für mich sehr neu. Also dachte ich mir, okay, du weißt schon, die Hisbollah, das ist interessant. Aber die Hisbollah war wegen des Krieges mit Israel im Jahr 2006 ziemlich in den Nachrichten. Das Wall Street Journal berichtete diese Woche, dass die Hisbollah modernere Waffen erhält, mit denen sie ihre Angriffe wesentlich präziser ausführen kann. Israel hat keine unmittelbare Landesgrenze mit dem Iran. Aber wir haben die Hisbollah, die Irans bewaffneter Arm ist an unserer Grenze. Alle hinlegen! Volltreffer auf Wohngebäude in Haifa. Terrorgruppen wie die Hisbollah verbrennen Ressourcen. Wenn man es schafft, ihre Finanzierung einzufrieren, dann kann man sie stürzen. Der Iran stand damals unter Sanktionen und konnte kein Geld durch iranische Banken überweisen. Die einzige Möglichkeit war also Bargeld. Boten lieferten Koffer voller Geld nach Syrien.
Sie landeten auf dem internationalen Flughafen in Syrien. Ein Hisbollah-Lieferant nahm die Koffer entgegen und überführte sie in den Libanon. Sie hatten Lagerhäuser voll mit Bargeld, die sie nutzten. Das erste Mal, dass wir uns wirklich damit beschäftigten, war fast am Ende des Krieges. Es wird nicht als normal angesehen, dass man eine Bank bombardiert. Es wird nicht als normal angesehen, dass man ein Lagerhaus voller Dollarscheine bombardiert. Am Ende der zweiten Kriegswoche begannen die Flugzeuge damit, die Bargeldlager der Hisbollah zu bombardieren. Während des Krieges wurden Dutzende Millionen Dollar verbrannt. Die Hisbollah war am Ende des zweiten Libanon-Kriegs finanziell stark angeschlagen. Nach dem Krieg sind ihre Kosten für die Familien, für die Verwundeten und für den Wiederaufbau des Libanon dramatisch angestiegen. Sie musste ihr militärisches, das logistische und das finanzielle Netzwerk wieder aufbauen und sanieren. Aus diesem Grund hat die Hisbollah die Aktivitäten im Drogenhandel ausgeweitet. Wir haben herausgefunden, wie Chekri Harp von einem einfachen, von den Kartellen nicht respektierten Dieb in Medellin zu einem hochrangigen Leutnant in La Oficina der Envigado aufsteigen konnte. Die Hisbollah hatte den großen Plan gefasst, dass sie nach dem Krieg 2006 schnell an Einnahmen kommen müsse. Also stellten sie ihr Drogenprogramm um. Sie verteilten Steroide auf 6 Kontinente, weil sie schnell Geld brauchten. Die CIA wusste auch, dass Chekri Harp direkt mit der Hisbollah verbunden war. Sie hatten also großes Interesse an ihm und sagten, wenn es eine Chance gibt, Chekri Harp zu infiltrieren, dann möchten wir, dass du das machst. Die DEA hat mit den Kolumbianern zusammengearbeitet. Sie hat einen sehr erfahrenen Agenten in die Operation eingeschleust und er wurde schnell zum Insider in der Drogenhandelspipeline von Kolumbien bis in den Nahen Osten. Meine Kollegin Sharon kommt einmal auf mich zu und sagt, es wird eine verdeckte Operation in Miami geben. Und einer der Leute wird Arabisch sprechen. Sie sollen undercover agieren. Seien Sie Ihr Fahrer. Reden Sie mit ihnen. Binden Sie sie ein und dann sehen wir, was passiert. Einer der Hauptmörder aus La Oficina de Envigado, sein Name war Fercho. Als Fercho herausfand, dass ich Arabisch spreche, fing er an, sich mit mir zu unterhalten und fragte mich, ob ich irgendwelche Verbindungen in diesem Teil der Welt hätte. Und ich sagte, sicher, ich kann sehen, was ich tun kann. Und er sagte, nun, wenn Sie das tun können, dann werde ich Sie mit Taliban in Kontakt bringen. Dank Fercho verabrede ich mich mit ihm in Bogotá, Kolumbien. Während eines Treffens mit Taliban erklärte er mir die ganze Operation. Sie schicken 1 oder 2 Container Kokain pro Woche. Es dauert ungefähr 45 Tage, um in Jordanien anzulegen. Wenn das Kokain in Jordanien ankommt, wird es im Hafen von Aqaba entladen. Von da geht es nach Beirut und dann wird es im ganzen Nahen Osten verteilt. An einem Punkt gab es Geld, das aus Guatemala weggebracht werden musste. Sie haben also unseren Undercover-Agenten vor Ort. Wir gaben uns als unsere eigene Zelle eines Kartells aus, das Kokain transportieren und Geld in der ganzen Welt waschen kann. Wie alle Kartelle lagert auch La Oficina de Envigado gerne Dinge aus, um das Risiko ihres Handelns zu mindern. Also sagen sie unserem Undercover-Agenten, nun, 2 Dinge, die wir tun, sind, dass wir mehrere $100.000 in Panama haben, die nach Spanien gebracht werden müssen.
Und wir brauchen sie, um 20 Millionen Dollar in bar abzuholen, die in Guatemala lagern. Wir haben die Kokainladung erhalten und auf einen Container verladen, der sich jetzt auf dem Wasser befindet. Außerdem sind die verdeckten Ermittler jetzt in Guatemala und treffen sich mit 2 weiblichen Vertreterinnen von Don Pacho. Sie sagten, wir würden gerne mit 4 Millionen beginnen. Wenn ihr die 4 Millionen bewegt, geben wir euch mehr. Also haben wir damit angefangen. Wir nehmen 4 Millionen Dollar mit, übergeben es in Panama und identifizieren das ganze weltweite Netzwerk von Geldtransporteuren. Wir arbeiten mit den ausländischen Regierungen zusammen. Wir gehen zurück nach Guatemala und sagen ihnen, dass das Geld bereits bewegt wurde. Was kommt als nächstes? Und sie überließen uns 20 Millionen Dollar. Wir zogen einen riesigen Koffer nach dem anderen aus dem Verkehr, jeder gefüllt mit Bargeld. Natürlich wollten wir dieses ganze Geld nicht weiter befördern. Wir planten es zu beschlagnahmen. Aber wir mussten vorsichtig und organisiert vorgehen, um die Konfiszierung durchzuführen. Am nächsten Tag bringen wir die 20 Millionen in Sicherheit. Die beiden Flugzeuge kommen an, wir beladen sie und fahren los. Das meiste Geld wird nach Miami geflogen und wir haben dieses ikonische Bild von 16,5 Millionen Dollar, die sich in einem Lagerhaus stapeln. Das war beispiellos. Das ist ein starker Moment. Denn die Drogen sind verheerend. Sie zerstören Familien, sie zerstören Kinder, sie zerstören so viel. Ihr Geld zu beschlagnahmen ist das Beste, denn das tut ihnen richtig weh. Ich weiß nicht, ob es aus ihrer Undercover-Story stammt, aber Don Pacho erfährt, dass unser Agent aus dem Libanon stammt. Also befiehlt Don Pacho Jackery Harp: Ich möchte, dass du zu unserem obersten Leutnant im Nahen Osten wirst. Er wird sich mit den Hisbollah-Vertretern treffen, die mit Jackery Harp zusammenarbeiten. Seit dem Beginn von Cassandra haben wir sehr eng mit der Harpoon-Einheit zusammengearbeitet. Und wir hatten immer diese Freitagstreffen mit Udi Levy. Das ist eine gute Zeit dafür, denn freitags ist es ruhiger und wir können uns einfach nett unterhalten. An diesem Tag lief er herum, jeder war sichtlich aufgeregt. Ich fragte mich, was zum Teufel hier los ist, und sie sagten, wir haben es. Wir haben uns alles angeschaut und es kommt alles auf Abdallah Safieddin zurück. Und ich fragte mich, wer zum Teufel ist Abdallah Safieddin? Ich hatte bis zu diesem Tag niemals von ihm gehört. Sie sagten, er sei der Botschafter der Hisbollah in Teheran. Alles, was er tut, ist ein Projekt der Hisbollah für den Iran. Wenn er also das Zentrum des Kokainhandels der Hisbollah ist, dann ist es genauso, wie wir dachten, dass der Iran es leitet. Es war sehr wahrscheinlich, dass wir Abdallah Safieddin entweder in Jordanien oder irgendwo anders vorgestellt werden. Der Kongress gab der DEA die Befugnis, Menschen überall auf der Welt zu verhaften, die eine Verbindung zum Terrorismus haben. Die CIA verhaftet aber keine Menschen, die Quellen und Methoden offenlegen können, die die CIA geheim halten will. Es gibt also diese institutionelle Spannung zwischen der CIA und der DEA. Wenn man diese Art von Operationen im Nahen Osten durchführt, muss man sich das Okay der CIA einholen. Wir erhielten die volle Genehmigung, dieses Undercover-Treffen durchzuführen. Gleichzeitig überwachten wir eine Koksladung, die Jackery Harp von Lateinamerika nach Aqaba durchführte. Am Vorabend des Treffens kontaktierte einer der CIA-Vertreter in Jordanien die DEA-Jungs vor Ort und sagte ihnen, dass die Operation verschoben werden musste. Medellin war nicht glücklich darüber, dass wir das Treffen verschieben. 10 Tage später ging ich nach Langley. Sie würden uns mitteilen, ob sie uns die Genehmigung für das Undercover-Treffen geben. Also gab ich ihnen einen Überblick darüber, was wir über den Drogenhandel der Hisbollah wussten. Und als mein Bericht zu Ende ist, sagten sie, hey, alles klar, aber ihr könnt euer Undercover-Treffen mit Harp nicht machen. Vielen Dank.
Unser Undercover-Agent sollte Harb kontaktieren. Die DEA war wütend und beschuldigte die CIA, ihre Operationen zu stoppen, sie absichtlich zu sabotieren. Es gab viele Treffen, bei denen Anschuldigungen im Raum standen. Aber am Ende wurde die Operation einfach aus der Bahn geworfen. Jahrelang lautete das Motto: keine Geschäfte mit dem Iran wegen der Verbreitung von Atomwaffen, dem Terrorismus, der Geldwäsche, all dem. Ich hatte viel über die Bekämpfung der Finanzierung der Hisbollah geschrieben. Damals war ich noch nicht so sehr auf Cassandra fixiert. Aber es war eine Manifestation dessen, was die Obama-Regierung tat. Es war eine komplette Kehrtwende. Ich möchte mich direkt an das Volk und die Führer des Iran wenden. Obama war wirklich klar. Er wollte die Beziehung zum Iran normalisieren. Das war Priorität. Das war keine Überraschung. Wenn der Iran seinen Verpflichtungen nachkommt, könnte es eine neue Beziehung unserer Länder geben. Viele Leute aus Obamas Umfeld, einige seiner engen Berater, sahen im Iran den Schlüssel zum Erreichen einer Reihe seiner Ziele. Sei es der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, die Beendigung des Irakkrieges oder ein arabisch-israelisches Friedensabkommen. Obama begann fast unmittelbar nach seinem Amtsantritt, Briefe an den obersten Führer des Iran zu schicken. Er hatte diesen direkten Briefkontakt geschaffen. Ich weiß nicht, ob das Büro des obersten Führers intern verschwiegen hat, dass er Briefe von Obama erhielt. Aber wir haben auf jeden Fall darüber geschrieben. Es war also bekannt. Es gab keine Verhandlungen über das Atomabkommen während Obamas erster Amtszeit. Die Tatsache, dass Ahmadinejad dabei war, hat die Sache erschwert. Die iranische Nation hat ihr Recht auf eine Atomwaffe durchgesetzt. Das berühmte Foto mit dem iranischen Führer Ahmadinejad, Hugo Chavez aus Venezuela und Daniel Ortega aus Nicaragua. Ich erinnere mich noch gut daran, als es das erste Mal veröffentlicht wurde. Und mir fiel auf, dass es wie ein Fototermin aussah. Ein Stunt, bei dem die drei der Welt die Nase zeigen. Aber im Nachhinein denke ich, dass es wirklich eine Vorahnung war, weil wir viele Dinge erst im Nachhinein erfahren haben. Das war eine wirklich enge Zusammenarbeit. Ich glaube, dass sie alle das Gefühl hatten, dass sie in den USA einen gemeinsamen Feind sahen. Und die Übereinstimmung war perfekt. Die Imperialisten sagen, dass wir hier eine Atombombe vorbereiten, während sie selbst eine Atombombe haben. Alle haben Atombomben, aber wir nicht. Es sind dieselben Imperialisten, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Der Iran wollte einen einfachen Zugang zu Venezuela. Deshalb gab es tägliche Flüge von Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, nach Teheran, der Hauptstadt des Iran. Sie können sich fragen, wie viele Menschen jeden Tag von Caracas nach Teheran fliegen oder wer die Leute sind, die an Bord waren. Irgendwann fand die US-Regierung heraus, dass die Flugzeuge aus Teheran oder Damaskus, die in Caracas landeten, mit ausgebildeten Dschihad-Kämpfern und Waffen, vielen Waffen bestückt waren. Sie kehrten beladen mit Kokain und schmutzigem Geld zurück. Das US-Finanzministerium hat den Iran ins Visier genommen. Obama merkte, dass die Verhandlungen mit dem Iran keine Ergebnisse brachten. Das iranische Atomprogramm wuchs. Er benutzte das Finanzministerium, um die finanzielle Hölle gegen die Iraner zu entfesseln. Er gestaltete die Sanktionen so, dass ein freies Unternehmen im Iran niemals Zugang zum US-Dollar haben wird. Ein Todesurteil für jede Firma.
to the US dollar, which is going to kill almost any company. Der US-Dollar ist die Währung der Welt. Und wer in der internationalen Finanzwelt Geschäfte machen will, braucht Zugang zum Dollar. Und wenn man von den Vereinigten Staaten ins Visier genommen wird, haben wir die Möglichkeit, einen aus dem Geschäft zu drängen. Wir wollten der Hisbollah zeigen, dass wir sie überall ins Visier nehmen können, dass es keinen Ort gibt, an dem wir sie nicht verfolgen, dass wir ihre Netze ausschalten, auch im Dreiländereck, in Westafrika, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Beirut, überall. Das Finanzministerium hat die Hisbollah-Aktivisten im Dreiländereck sanktioniert. Ist das Dreiländereck seitdem frei von der Hisbollah geworden? Was unternehmen die lokalen Regionalmächte, um dieses Problem zu lösen? Ignorieren sie es? Spielen sie es herunter? Als ich mit meinem Projekt begann, schien es ein naheliegender Ansatzpunkt zu sein. Lo siento mucho. ¿Cómo le va? Ich bin Marcello Pecci. Ich war Staatsanwalt in Paraguay. Ich bin Staatsanwalt der Antidrogeneinheit. Ich habe Ermittlungen zur Geldwäsche aus dem Drogenhandel in Verbindung mit Geldwechselstuben durchgeführt. Schauen wir uns den Fall Nader Farhad an. Was wissen Sie über Nader Farhad? Ich weiß ein wenig. Werden Sie zu den Prozessen gehen? Ich werde hingehen. Ich werde auf jeden Fall dort sein. Unter den terroristischen Organisationen im Dreiländereck ist die Hisbollah diejenige, über die am meisten gesprochen wird. Der Fall Nader Farhad hat uns gezeigt, wie diese Art von Geschäften wirklich funktioniert. Er hatte ein zentrales Büro und eine Zweigstelle im Gallery Jibai Center. Wir fanden Geld in speziellen Fächern. Dahinter verbarg sich ein wirklich riesiges Datenlager. Um eine grobe Schätzung abzugeben, es war viel größer als das der größten Bank in New York. Die Kapazität... Ihre Servers? Ja, der Server. Unglaublich. Wir hatten viel Erfolg. Aber ich muss zugeben, wir haben in allen unseren Institutionen Korruption. Sie zielen darauf ab, Ermittler von ihren Fällen fernzuhalten und sogar die Karrieren von Staatsanwälten, Polizeibeamten und Spezialagenten zu ruinieren, die in diesen Fällen ermitteln. Farhad wurde von Pecci selbst verhaftet und schließlich an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Es dauerte über ein Jahr, vor allem weil Pecci sich einer sehr gut organisierten Kampagne entgegenstellen musste, um Farhad nicht in die USA auszuliefern. Ist er in Gefahr? Jeder Staatsanwalt, der nicht korrupt ist und gegen das organisierte Verbrechen in dieser Region ermittelt, ist ein potenzielles Ziel für ein Attentat. Is potentially a target for assassination. Obwohl wir mit unserer Undercover-Aktion mit Jack Rehab nicht erfolgreich waren, erkannten wir, dass die Banken über viele Informationen über die Geldwäsche der Hisbollah verfügten. Sie hatten ein System zur Geldwäsche aus dem Nahen Osten und Afrika, um US-Dollar zu waschen. Es handelte sich um etwa 17 Standorte in 11 Ländern. Jack Kelly erhält den Rückhalt der Drogenbehörde, um das Projekt Cassandra ins Leben zu rufen. Sie holten David Escher ins Boot, ein verrücktes Genie, das sich mit den finanziellen Aspekten des Terrorismus beschäftigt. Geld ist das Bindeglied des Krieges. Und wir befinden uns in einem Krieg gegen Terroristen. Ich habe fast 25 Jahre lang gegen die Finanzierung des Terrorismus gearbeitet. Ich habe so ziemlich alles gesehen. Ich hatte noch keinen Fall gesehen, in dem die Vereinigten Staaten selbst zum größten Geldwäscheinstrument für den Terrorismus in der Welt geworden sind. Ich begann diese ganze Odyssee, als ich auf das Geld der libanesischen Hisbollah im Irak schaute, das aus dem Libanon durch Wechselstuben und durch Banken in die Hände irakischer, schiitischer Militanter ging, die Amerikaner töteten. Wir waren schockiert, wie schnell sich diese schiitischen Geächteten in hochqualifizierte Gruppen verwandeln konnten, die in der Lage waren, die raffiniertesten Sprengsätze zu legen, die es damals gab.
Und als wir anfingen, Leute festzunehmen, hörten wir von der Hisbollah im Irak. Etwa um das Jahr 2007 herum wandte ich mich an die DEA, nachdem ich genug davon hatte, diese anhaltenden Zusammenhänge zu verfolgen. Es begann alles mit der IFP und den Amerikanern, die in die Luft gesprengt wurden. Am Ende fanden wir heraus, dass die größte illegale Finanzierungsquelle für eine Terrorgruppe in der Welt auch die Geldwäsche von Kokainhändlern in Westafrika war. Die libanesische Gemeinschaft in Westafrika hatte eine sehr enge Beziehung zur Hisbollah und überall in Westafrika gab es libanesische Restaurants, Elektronikgeschäfte, Diamantenhändler und libanesische Autohäuser. Daher kam mir das damals nicht besonders ungewöhnlich vor. Sie kauften diese Autos als Teil einer handelsbasierten Geldwäscheoperation, bei der man das Geld wäscht, indem man die Autos über- oder unterbewertet. Sie nahmen Autos aus den USA mit, verschifften sie nach Westafrika, gaben vor, diese Autos zu verkaufen und brachten das Geld dann zurück in den Libanon. Aber sie verkauften die Autos nicht wirklich, sondern taten nur so, um ihren Geldfluss aus Kokain und anderen Produkten zu legitimieren. Das Autolager wurde immer größer und größer. Und 3 Jahre später war die Fläche gigantisch, weil sie nicht wirklich viele Autos verkauft haben. Sagen Sie ihm, dass Sie ein Auto von diesem und jenem gekauft haben an diesem Datum, bla bla bla. Und geben Sie den Preis an. 80.000, 90 Millionen, was auch immer. Wir sahen jetzt wirklich hochrangige Verbindungen, nicht nur zu lateinamerikanischen Kartellen, sondern auch innerhalb der Hisbollah. Wir haben 300 Unternehmen in den Vereinigten Staaten identifiziert, die an diesem Geldwäschesystem beteiligt sind und Kokainerlöse waschen. Ein Teil der Erlöse ging direkt an die Hisbollah, die damit ihre eigenen militanten Operationen im Irak und in Syrien unterstützte. Und das geschah über das Geldwäschenetz mit Gebrauchtwagen. Die wichtigste Bank, die von der Hisbollah und dem Iran zur Geldwäsche benutzt wurde, war die libanesisch-kanadische Bank. Wir begannen direkte Verbindungen zu Ayman Juma herzustellen, einem der größten Geldwäscher der Welt. Juma gestand einer unserer Quellen, dass er die libanesischen Wechselstuben und die libanesisch-kanadische Bank speziell dazu benutzte, Geld für die Kataib Hisbollah in den Irak zu transferieren. Wir waren davon überzeugt, dass das libanesische Bankensystem, das weitgehend auf den Dollar ausgerichtet ist, eine riesige Geldquelle für die Operationen dieser iranischen Sondergruppen im Irak war. Die Geschichte von Ayman Juma ist interessant, weil er mit der Hisbollah zusammenarbeitet. Er ist ein kolumbianischer Drogenbaron, der von Beirut aus ein kriminelles Büro betreibt, und er hat diese Arbeitsbeziehung zur Hisbollah. Als wir alle Informationen durchgingen, fanden wir heraus, dass er mit dieser Beziehung während seiner Zeit in Kolumbien geprahlt hatte. Die meisten in der Wirtschaft wissen nicht, was die Hisbollah ist, oder es ist ihnen egal. Unser nächstes Ziel war also Ayman Juma. Wir haben ein Team im Nahen Osten aufgestellt. Wir hatten bereits Kontakt zu Vertretern von Juma. Er erklärte sich bereit, sich mit einem der Undercovers zu treffen. Unsere Geschichte lautete im Grunde: Hey, ich bin ein sehr erfolgreicher palästinensischer Typ aus dem Nahen Osten, aber ich bin in Mittelamerika ansässig und kann eine Menge Koks und Geld verschieben. Wir fahren in den Libanon und unser verdeckter Ermittler wird von einem Hisbollah-Agenten empfangen. Der verbringt praktisch 3 Wochen mit unserem verdeckten Ermittler. Sie schlafen im selben Haus. Er lässt ihn nicht aus den Augen. Wir wissen, dass er durch jeden Hisbollah-Kontrollpunkt gehen kann, weil er einen Hisbollah-Ausweis hat. Er kommt einfach durch. Er zeigt die verdeckten Tunnelsysteme, die die Hisbollah während des Krieges 2006 benutzt hat, um israelische Soldaten in einen Hinterhalt zu locken.
Der Hisbollah-Agent führt den verdeckten Ermittler zu Mukniers Grabstätte. Und schließlich ist Yuma mit dem Überprüfungsprozess unseres verdeckten Ermittlers zufrieden. Es wird ein Treffen in einem Caesar Park Hotel arrangiert. Während des Treffens in Yumas Büro im Hotel sieht der verdeckte Ermittler, wie Hisbollah-Agenten säckeweise Kokainerlöse mitbringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Kontakt zu diesen Hisbollah-Agenten, die mit Yuma zusammenarbeiteten und das Kokaingeld transportierten. Sie sagten dem verdeckten Ermittler: Hey, wir sind die Hisbollah und wir transportieren Kokain und du weißt, dass wir unsere Kokaineinnahmen haben wollen, indem wir dieses ganze Geld nehmen. Siehst du das Geld, das ich hier habe? Wir nehmen das ganze Geld und stecken es in die Wechselstube. Ich habe den Block direkt neben dem Caesar Park Hotel überwacht. Da ist die Hassan Ayash Wechselstube. Wenn also die Geldsäcke in das Büro des verdeckten Ermittlers kommen, wird das Geld neben der Hassan Ayash Exchange in einer libanesisch-kanadischen Bank deponiert. Die Bosse in Miami wurden aus irgendeinem Grund inzwischen sehr ungeduldig mit unserem Hisbollah-Projekt, wie sie es nannten. Sie dachten, es sei ein Lieblingsprojekt des SOD und vielleicht gar nicht so wichtig. Sie wiesen die Gruppe 10 an, die verdeckten Ermittler aus dem Libanon zurückzurufen, als wir gerade dabei waren, Yuma zu infiltrieren. Mitten im Geschehen verlässt der verdeckte Ermittler also den Libanon und geht zurück nach Lateinamerika. Unsere Ermittlung wurde abgebrochen. Als wir wieder einsteigen wollten, haben sie uns abgewiesen. Wir trafen uns also mit Danny Glaser, dem Ansprechpartner für das Weiße Haus von Obama. Die Idee war, eine 311-Aktion durchzuführen, was die Regierung der Vereinigten Staaten fast nie tut, weil es ein sehr mächtiges Instrument ist. Im Fall der libanesisch-kanadischen Bank erhielten sie eine sogenannte 311, eine Zivilklage, die man erheben kann, um die Finanzen der Bank anzugreifen. Das ist so etwas wie eine Atomwaffe, die man gegen sie einsetzen kann. Das hat das gesamte libanesische Finanzsystem so erschüttert, dass einige Leute in den USA sagten, das können wir nicht machen. Es würde die Wirtschaft dort zum Erliegen bringen. Die erste Möglichkeit besteht darin, eine Bank nicht gemäß Abschnitt 311 zu sanktionieren. Unsere erste Wahl ist es, die Aktivitäten einfach zu stoppen. Wir würden uns mit einzelnen Banken treffen und ihnen gegenüber betonen, dass es sich nicht um einen Krieg gegen den Libanon oder die libanesische Finanzwelt oder die schiitische Gemeinschaft handelt, wie die Hisbollah gerne glauben machen wollte und vielleicht auch weiterhin will. Sie gaben bekannt, dass die libanesisch-kanadische Bank große Mengen an Geld wäscht und große Mengen an Drogengeldern mit Verbindungen zum Iran verschiebt. Als der Chef des Finanzministeriums diese Ankündigung machte, schlossen alle Korrespondenzbanken ihre Konten bei der libanesisch-kanadischen Bank. Die US-Regierung und unsere ausländischen Partner wissen, dass wir hinter dieser beispiellosen Aktion stehen. Denn noch nie ist jemand gegen eine terroristische Organisation vorgegangen, indem er ihre kriminellen Aktivitäten im großen Stil angegriffen hat. Wir sind also nicht nur innerhalb der Regierung glaubwürdig, sondern auch weltweit. Die Schließung einer Bank kann die Geldwäsche der Hisbollah beeinträchtigen. Aber der Drogenhandel geht weiter. Wir wollten einen wichtigen Player des Hisbollah-Drogensystems fangen, ihn in die USA bringen, ihm ein Angebot machen. Ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Enthüllen Sie alles oder verrotten Sie im Gefängnis für den Rest Ihres Lebens und Sie werden kein Tageslicht sehen. Wir glauben wirklich an diese Zusammenarbeit. Wir haben viele Tipps bekommen und die Amerikaner haben viele Operationen ausgeführt. Eine wirklich exzellente Zusammenarbeit. Im Iran haben die Sanktionen perfekt funktioniert. Sie sind erstickend. Der Krieg gegen die Hisbollah verlief ebenso wie der gegen den Iran sehr effektiv, sehr dynamisch. Außerordentliche Zusammenarbeit.
מאוד פעילה, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. Es gab einen echten Wandel zwischen der ersten und der zweiten Amtszeit Obamas. In der ersten hat er Druck auf den Iran aufgebaut und in der zweiten Amtszeit, als er den Deal wollte, änderte sich alles. Ich denke, ein Teil davon war persönlich. Die iranische Regierung mit Rouhani und Zarif. Zarif ist in Kalifornien und Colorado zur Schule gegangen und spricht fließend Englisch. Es gab also Persönlichkeiten, mit denen es einfacher war zu verhandeln. Kerry war der erste US-Beamte, der den Iranern erklärte, dass die USA mit einer gewissen Urananreicherung im Iran einverstanden sein könnten. Die Tatsache, dass die internationale Gemeinschaft dies akzeptieren und legalisieren würde, war für sie großartig. Und ich glaube, Obama wollte in seiner zweiten Amtszeit einen großen Erfolg verbuchen. Er hat wirklich fast alles daran gesetzt, dieses Abkommen zustande zu bringen. Während dieser 10 Jahre Cassandra haben wir weit über $1/3 Milliarde beschlagnahmt, die wir direkt mit kriminellen Aktivitäten der Hisbollah in Verbindung brachten. Die Menge an Kokain betrug Dutzende von Tonnen. Die meisten Agenten wollten also wirklich mit diesen Fällen arbeiten. Ich bekam einen Anruf von Christine Henley und ich wusste, dass sie einen Fall hatte, bei dem Libanesen in Geldwäsche, Kokainhandel und möglicherweise Waffenhandel verwickelt waren. Sie trafen sich in Afrika und prahlten ständig damit, dass sie mit der Hisbollah zusammenarbeiten. Und schließlich sagten die verdeckten Ermittler, wer ist der Hisbollah-Mann? Und sie sagten, es ist Ali Fayyad. Jack Kelly schaute mich an. Wenn es der Ali Fayyad ist, den ich meine, perfekt. Denn er ist ein sehr wertvolles Ziel für die Hisbollah. Ali Fayyad hat dabei geholfen, Wladimir Putin mit Waffen zu versorgen. Und der Iran und die Hisbollah lieferten Waffen an syrische Kämpfer und die Kräfte, die Bashar al-Assad stützten. Und um ehrlich zu sein, hat die Obama-Regierung dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Wir werden unsere militärische Position in der Region beibehalten, um den Druck auf das Assad-Regime aufrechtzuerhalten. Und wenn die Diplomatie versagt, müssen wir handeln. Indem die USA den Iran stärker einband, wichen sie von dem Plan ab, sich stärker in den syrischen Konflikt einzumischen. Dies würde nämlich zu einem Konflikt mit den Iranern führen. Wenn man Assad bombardiert, kann man möglicherweise auch iranische Einrichtungen bombardieren. Wenn das passiert wäre, hätte der oberste Führer Khamenei die Diplomaten zurückgezogen. Und so zogen sich die USA von ihrer roten Linie zurück. Und Sie wissen, wie viele Hunderttausende von Menschen in Syrien starben? Das ganze Land wurde vertrieben. Millionen Menschen. Diese Diplomatie hatte definitiv eine Schattenseite. Und das ist Syrien. Eine unserer Quellen hatte ein Telefongespräch mit Ali Fayyad. Er stimmte zu, sich mit uns zu treffen und zu besprechen, wie er uns Waffen beschaffen kann. Als DEA-Agent habe ich immer Drogenfälle bearbeitet, nie Terrorismusfälle. Als ich hörte, dass eine Person wie er mehr als bereit war, uns diese sehr gefährlichen Waffen zu verkaufen, um Amerikaner zu töten, wollte ich versuchen, ihn ins Gefängnis zu bringen. Im Jahr 2014 hatten wir mit dem Projekt Cassandra bei einigen hochrangigen Finanzinstituten und Zielpersonen enorme Erfolge erzielt. Wir waren der Meinung, dass die Zeit reif war, den Generalstaatsanwalt zu informieren.
Ich informierte Generalstaatsanwalt Eric Holder und es lief sehr gut. Man konnte an seinen Fragen erkennen, dass er die Informationen über den Drogenhandel der Hisbollah noch nicht gehört hatte. Am Ende des Briefings sagte er, ich kann Ihnen garantieren, dass Präsident Obama die Informationen, die ich heute gehört habe, noch nicht gehört hat. Aber ich sage Ihnen, dass er sie wissen muss. Er sagte, wenn ein großes Ereignis wie eine große Verhaftung bevorsteht, versprechen Sie mir, dass Sie ein tägliches Briefing für den Präsidenten liefern werden. Die Verhaftung von Ali Fayyad stand unmittelbar bevor. Wir fanden heraus, dass die Hisbollah nun gegen uns ermittelte, weil wir so viel Geld und Drogen beschlagnahmt und damit begonnen hatten, ihre Agenten zu verhaften. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben offensichtlich unsere Reisen dorthin überwacht. Und ich glaube, dass einige Leute versuchten, Ali Fayyad zu sagen, er solle nicht reisen. Wir haben also definitiv Informationen erhalten, die darauf hindeuteten, dass unsere Operation gefährdet war und dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass Fayyad nicht reisen würde. Wir wussten, dass er ein Ticket hatte. Wir wussten aber nicht, ob er tatsächlich im Flugzeug saß. Zu unserem Glück befand sich Fayyad mit seinem Pass bereits in einer Art internationalem Transit und ignorierte im Grunde die Warnungen, die er von seinen Beschützern im Libanon erhalten hatte. Wir wussten also, dass er auf dem Weg zu dem Treffen war. Ali Fayyad sagte, dass er uns mit Boden-Luft-Raketen versorgen kann. Mit Munition, mit allem, was gebraucht wurde. Wir haben ihm vorgespielt, dass wir die FARC sind. Wir brauchen diese Waffen, um Amerikaner zu töten. Er war froh, uns helfen zu können. Die DEA agiert mit örtlichen Behörden. Sie nehmen Ali Fayyad fest. Er war zu dieser Zeit in Waffenhandel, auch den mit chemischen Waffen, bis nach Syrien verwickelt. Bashar al-Assad konnte damit sein eigenes Volk vergasen. Diese Verhaftung war wahrscheinlich das Größte, was wir bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen des Projekts Cassandra erreicht haben. Kurz nach unserem Treffen mit Eric Holder wartete ich auf die Nachricht, wie Obama die Informationen aufgenommen hatte. Am Nachmittag rief ich einfach an und sagte, hey, weißt du, wie er reagiert hat? Wie ist es gelaufen? Und er sagte, gar nicht. Und ich sagte, warum? Und er sagte, nun, dieser Berater sagte mir, es sei eine gute Iran-Woche, was bedeutet, dass das Büro keine negativen Informationen über den Iran an den Präsidenten weitergeben würde. Fayyad hatte sehr gute Verbindungen zur Hisbollah. Es gab Leute, die sicher gehen wollten, dass er nicht in die USA kommt, um bloß nicht seine Geschichten zu erzählen. Freiheit für Ali Fayyad! Vor der US-Botschaft forderten die Unterstützer von Ali Fayyad, der auf Ersuchen der USA in der Tschechischen Republik festgehalten wird, seine Freilassung. Wir haben unsere Büros und andere Botschaften gewarnt, was die Hisbollah tun würde, wenn wir Ali Fayyad verhaften würden. Es kam zu einem Komplott zwischen der Hisbollah und dem tschechischen Geheimdienst. Eine Entführung von 5 tschechischen Staatsbürgern im Libanon. Der Präsident der Tschechischen Republik gab schließlich zu, dass Wladimir Putin ihn direkt gebeten hatte, Ali Fayyad nicht auszuliefern. Im Rahmen eines Deals zwischen der Tschechischen Republik und libanesischen Beamten wurden die entführten tschechischen Staatsbürger gegen Ali Fayyad ausgetauscht. Die US-Regierung hat sich nicht bemüht, Ali Fayyad an die USA auszuliefern, damit er vor Gericht gestellt wird. Er könnte auch auspacken und erzählen, mit wem er zusammenarbeitet. Ali Fayyad saß in einem Flugzeug zurück nach Beirut.
Die US-Regierung kann nur eine bestimmte Anzahl von Dingen tun, also muss sie ihre Kämpfe auswählen. Aber wenn sie sich einmal für einen Kampf entschieden hat, wird fast alles unternommen, um diese Bemühungen zu unterstützen. Es gab Meetings im Juli 2012, 6 Monate vor Obamas Wiederwahl. Ein erstes persönliches Treffen zwischen iranischen und amerikanischen Beamten. Die Omanis spielten in dieser ganzen Hinterzimmerdiplomatie eine sehr zentrale Rolle. Zu dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass sie sich dort getroffen hatten, gab es im Grunde eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran über ein Atomabkommen. Es wäre einfach für mich, eine Geschichte zu schreiben, wie das Projekt Cassandra systematisch abgeschaltet wurde, was dann von Obama-Leuten dementiert wurde. Die Aufgabe eines Reporters ist es aber, weitere Quellen zu finden, die diese Geschichte belegen. Denn oft ist es nicht eine klare Gruppe von Leuten, die sagt, ihr werdet diese Untersuchungen beenden. Es ist eher so, dass es einen politischen Wunsch der Regierung gibt. Wenn die Obama-Regierung klarstellt, dass das Iran-Abkommen etwas sehr Wichtiges ist und sie nicht will, dass ihm etwas in die Quere kommt, dann hat das einen Dominoeffekt, der sich auf andere Ministerien durchschlägt. Ich habe weiter recherchiert, ich habe weiter berichtet und mit anderen Leuten gesprochen. Oft findet man dabei heraus, dass die Geschichte mit jedem Telefonat unwahrer wird. Aber in diesem Fall wurde es einfach immer größer und größer. Das Weiße Haus und die ganze Obama-Regierung waren beunruhigt über die Fortschritte, die wir beim Projekt Cassandra erzielt hatten. Vor allem über die Verhaftung von Ali Fayyad. Sie waren der Meinung, dass die Verhaftung eines so hochrangigen iranischen Hisbollah-Agenten ernsthafte Auswirkungen haben könnte. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir versuchten, gegen die Hisbollah Anklage wegen organisierter Kriminalität zu erheben. Ich hatte das Gefühl, dass die Cassandra-Aktion bald zu Ende sein würde und dass sie eingestellt werden würde. Im Grunde war es ein Risiko für unsere nationale Sicherheit, wenn wir mit Cassandra weitermachen würden. Das war zumindest mein Eindruck. Es gab definitiv einen großen Kurswechsel und wir erhielten nicht mehr die gleiche Unterstützung. Nicht nur innerhalb der DEA, auch in anderen Bereichen. Mir wurde ausdrücklich gesagt, dass wir die Hisbollah nicht als terroristische Gruppe in einer Anklage wegen Drogenterrorismus verwenden könnten. Mir wurde nie eine Erklärung gegeben. Warum sollte ich sie nicht als Terrororganisation anklagen? Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das passiert ist. Wir begannen, Hinweise an ausländische Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben und wir überließen ihnen die Ermittlungen. Sie leiteten die Ermittlungen ein und baten dann die DEA um Unterstützung. So konnten wir die letzten 2 Jahre eine so umfangreiche Operation durchführen, obwohl wir den Druck spürten, dass das Ende von Cassandra wahrscheinlich bevorstand. Wir wussten, dass die Hisbollah über bedeutende Zellen verfügte, die Kokain transportierten und Kokaingeld aus Europa für den Terror und die militanten Aktivitäten der Hisbollah in aller Welt wuschen. Wir haben ausgezeichnete Beziehungen zu verschiedenen Strafverfolgungsbehörden in europäischen Ländern aufgebaut. Sie wussten, dass wir die Hisbollah wegen ihrer kriminellen Aktivitäten im Visier hatten. Das Projekt Cassandra zielte auf die internationalen Geldkontrolleure ab, wobei auch ein Aspekt des Narkoterrorismus mit einbezogen wurde. Wir haben ein gemeinsames Ermittlungsteam gebildet, das es so zuvor noch nie gab. Ein Abkommen zwischen den Franzosen und unserem Justizministerium, das den DEA-Agenten Strafverfolgungsbefugnisse in Frankreich gibt. Er wird das Auto mitbringen und Sie geben ihm nur 550.000. Kein Problem. Und morgen wird es hoffentlich verschifft. Die Geldwäsche erfolgte mit Luxusautos aus Europa und teuren Uhren. Die Autos wurden nach Afrika transportiert und die Uhren in den Libanon.
Der Transport von teuren Uhren, wie es sie gibt, kann mit nur 10 Uhren 10 Millionen Euro einbringen. Wir hatten also den Verdacht, dass er nur 4 Marken mitbrachte. Also buchstäblich nur eine Rolex mit passender Patek Philippe. Ich kann mich an die 4. nicht erinnern, aber egal. Seine Frau würde oft reisen und bringt die Uhren ohne die Boxen mit zurück in den Libanon, wo natürlich Komplizen warteten. Dann wurden die Boxen und die Uhren wieder zusammen verpackt und mit Profit verkauft. So ist wirklich viel Geld reingekommen. Sie sehen hier 10.000 Euro, 40.000 Euro, 500.000 Euro, 280 und 53 Millionen. Es gab eine einzige Person mit 3 Millionen. Und dann am 19. März über 50.000, also nur in einem Monat. Und das ist das, was wir tatsächlich dokumentieren konnten. Und wir wissen, dass es noch viel mehr war. Die abgefangenen Daten belegen, dass die Drogengelder, die aus Europa in den Libanon fließen, die Hauptfinanzierung für die militanten Aktivitäten der Hisbollah im Rahmen des Völkermordes in Syrien sind. Syrien, Cassandra stehen für diese völlige Fixierung auf das Iran-Abkommen. Es darf keine politischen Maßnahmen geben, die einen Konflikt mit dem Iran hervorbringen könnten. Der Mann, den wir im Blick hatten, war Mohammed Nureddin, der in der Hisbollah eine Art Befehls- und Kontrollfunktion zu haben schien. Mohammed Nureddin spielte eine wichtige Rolle. Er verband 2 Seiten. Die Händler, die Geld waschen wollten, und die Personen in Europa, die ein Auto oder eine Uhr kaufen wollten. Sie kennen sich nicht und ein Agent stellt die Verbindung her. In diesem Fall Mohammed Nureddin. Er ist das Bindeglied zwischen diesen beiden Seiten. Es gab viel Austausch zwischen Mohammed Nureddin und einigen Personen, die als Anhänger der Hisbollah bekannt sind. Wenn es darum ging, was die Hisbollah auf der Welt macht, dann sagten die meisten Leute, dass die Hisbollah Kokaingeld wäscht, um damit Operationen zu finanzieren. Innerhalb weniger Tage hatten sie eine ziemlich große europaweite Geldwäschezelle der Hisbollah aufgedeckt. Und so haben sie es dann auch beschrieben, einschließlich führender Staatsanwälte und Richter. Wir beschlossen die Zerschlagung des gesamten Netzwerks und die Voraussetzung dafür war die Rückkehr von Mohammed Nureddin nach Frankreich. Die Aktion musste in Europa, besser noch in Frankreich stattfinden. Das war der Start für die Verhaftungswelle. Wir verhaften viele Hisbollah-Agenten in ganz Europa. Nureddin wurde im Charles de Gaulle Airport verhaftet. Während dieser Verhaftungen wurden Millionen von Euro, Schmuck, Autos und Ähnliches beschlagnahmt. Wir hatten eine große Pressemitteilung vorbereitet, die vom Büro des französischen Präsidenten genehmigt wurde, um das gemeinsame Projekt, das zu diesem Erfolg führte, zu feiern und zu würdigen. Sie wollten zeigen, dass sie die Terrorfinanzierung im Griff hatten. Wir bekämpften also die Hisbollah, die von Paris aus eine Zelle zur Geldwäsche von Drogen in ganz Europa unterhielt. Als ich an diesem Abend dorthin fuhr, erfuhr ich, dass das Büro des französischen Präsidenten darüber diskutierte, keine Pressemitteilung herauszugeben.
Wenn man sich das Projekt Cassandra wie einen Film ansieht, ist es fast wie ein Shakespeare-Stück mit seinen tragischen Elementen. Man hört von einer sehr erfolgreichen Operation gegen ein globales Unternehmen, das in der ganzen Welt großen Schaden anrichtet. Und sie konnte aus politischen und anderen Gründen nie voll zum Tragen kommen. Es gibt Zeiten, in denen die Politik an erster Stelle stehen sollte. Wenn man den Iran dazu bringen will, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben, dann sollte das natürlich Vorrang haben. Die Frage ist nur, ob es über etwas so Wichtiges wie ein globales kriminelles Unternehmen gestellt werden sollte und ob man die Ermittlungen gegen dieses kriminelle Unternehmen einstellen sollte, während man verhandelt. Ich kam im Juni 2015 mit dem US-Verhandlungsteam unter der Leitung von Kerry in Wien an, dem ich mehr als ein Jahr lang bei diesen Gesprächen um die Welt gefolgt war. Mr. Kerry, werden Sie es schaffen? Wir arbeiten hart daran. Das US-Verhandlungsteam hatte ein kameradschaftliches Verhältnis zur iranischen Seite entwickelt. Wird es einen Deal geben? Wie wäre es mit heute? Wir haben Fortschritte gemacht. Unsere Einschätzung war, dass der Iran um 2015, 2016 einen Punkt erreichen wird, an dem er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Leider haben sie das Schwert von ihrem Hals entfernt. Dieser Moment hat lange auf sich warten lassen. Wir haben sehr hart gearbeitet, um hierher zu gelangen. Die Vereinigten Staaten haben etwas erreicht, was jahrzehntelange Feindseligkeit nicht vermocht hat. Ein langfristiges Atomabkommen mit Iran. Es sieht keinen Atomwaffenbesitz vor. Dies ist ein Tag des Sieges für die iranische Nation. Dieses Abkommen zeigt, dass die amerikanische Diplomatie echte und sinnvolle Veränderungen herbeiführen kann, die unser Land und die Welt sicherer machen. Ich traue den Iranern nicht über den Weg. Es spielt keine Rolle, was sie unterschreiben. Als Chef des Mossad wusste ich, dass solange das iranische Regime dieses ist, das heißt Khamenei ist der oberste Führer des Iran und die iranische Regierung ist derselbe Typ, wird der Iran seine Versuche nicht aufgeben, eine Atomwaffe zu bekommen. Schauen wir auf die Operation Cedar, bei der Jack Kelly mit anderen Regierungen zusammenarbeitet. Ihnen ist es wichtig, den Namen von Abdallah Safeddin in die öffentlichen Dokumente zu kriegen, damit andere Leute es sehen und die Ermittlungen fortsetzen können. Und dennoch, die Pressekonferenz findet nicht statt. Das ist ein wichtiger Teil in dieser Geschichte. Es gab Gerüchte, dass das Cassandra-Projekt bald abgebrochen werden soll. Das Iran-Abkommen wurde endlich beschlossen. Hassan Rouhani in einer Erklärung. Anfang 2016 gab es ein großes Abkommen zwischen den Franzosen und dem Iran. Und der französische Präsident war direkt an diesen Verhandlungen beteiligt. Wir hatten eine große Pressemitteilung zu den Verhaftungen im Rahmen der Operation Cedar vorbereitet. Darin sollten die Organisation für äußere Sicherheit und die wirtschaftlichen Faktoren genannt werden, und wir dachten, das wäre großartig. Es würde uns helfen, weitere Verurteilungen zu erwirken und Länder auf der ganzen Welt sowie die interne Behörde der US-Regierung darüber zu informieren, was die Hisbollah wirklich vorhatte. Zufälligerweise war Rouhani gerade auf dem Weg nach Frankreich. Das Büro des französischen Präsidenten wollte keine Pressekonferenz geben und wies uns an, nicht über die Verhaftungen zu sprechen. Ich trank gerade ein Glas Rotwein.
Und plötzlich sehe ich im Fernsehen, wie der französische Präsident in einer Art Parade mit dem Präsidenten Rouhani herumläuft, und ich hatte das Gefühl, dass das alles vorbei ist. Sie haben Frankreich und den Iran. Sie wollen keine Presseerklärung abgeben, weil das den Deal beeinträchtigen könnte. Es hing alles mit dem Iran-Deal zusammen, der immer im Widerspruch zu dem zu stehen schien, was wir mit Cassandra erreichen wollten, vor allem in den letzten paar Jahren. Im Grunde wusste ich, dass das Ende war, aber für mich war es eher das Ende meiner Karriere. Sollte Cassandra weitergehen, würde dies die Amerikaner und die Europäer in Verlegenheit bringen. Denn es würde die Verwicklung von Iran und Hisbollah als größtes Drogenkartell der Welt aufdecken. Während sie ein Abkommen mit ihnen unterzeichnen, das sich nur auf nukleare Fragen bezieht und die anderen Themen, in die der Iran und die Hisbollah verwickelt sind, nicht anspricht, wird gleichzeitig der Drogenhandel unbeschwert fortgesetzt. Money laundering and drug trafficking. Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung sind alles Seiten derselben Geschichte. Und was hier geschieht, ist Teil eines Phänomens, das das Gefüge der Gesellschaften in ganz Lateinamerika zerreißt. Die Probleme bleiben nicht hier. Sie schwappen schließlich auf die USA, Europa und andere Länder über. Into the US and Europe and other places. Der Drogenterrorismus und das Drogengeschäft haben sich zu einer riesigen Finanzierungsquelle für die Hisbollah entwickelt. Das, was in Syrien passiert ist, wäre nicht ohne dieses Geschäft möglich gewesen. Es wurde uns nie ausdrücklich gesagt, dass wir unsere Operationen einstellen sollen. Aber das Abkommen mit dem Iran hat die Dinge grundlegend verändert. Ich glaube, die größte Idee war der Destabilisierungsgedanke. Wenn man sich anschaut, was in Mexiko passiert, wenn man die größten Kartellführer ausschaltet, was passiert dann? Chaos und jeder kämpft gegen jeden. Der Feind, den du kennst, ist besser als der, den du nicht kennst. Wir sind an einem Punkt der Stabilisierung angelangt. Da würde ich sagen, naja. Das soll Stabilität sein? Schau den Irak und Syrien an. Holt man die Hisbollah aus dem Libanon raus und destabilisiert das Land, schaut her, was passiert. Es nervt echt. Du kletterst die ganze Karriereleiter hoch und dann sagt einer, okay, du hast genug getan, nach dem Motto, der Drogenboss geht ins Gefängnis, aber der Präsident, der das erlaubt und das ganze Land quält, darf nicht angefasst werden, weil wir so das Land destabilisieren könnten. Das macht keinen Sinn. Für mich besteht die Bedeutung dieser Geschichte nicht darin, dass eine kleine Gruppe von Leuten aus politischen Gründen sagt, ich will das abschalten. Es ist ein viel größeres Problem als das. Das Problem ist, dass die Amerikaner so kurzsichtig sind, dass sie sich keine Sorgen machen, wenn sie etwas nicht unmittelbar betrifft. Wenn Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, all diese kriminellen Unternehmungen uns auf eine Art und Weise betreffen, die wir vielleicht nicht einmal bemerken. Jack hat versucht, das Bewusstsein für eine sehr ernste Bedrohung der Amerikaner zu Hause und der Menschen im Ausland zu schärfen, die ignoriert wird. Das ist ein Problem, das nicht verschwinden wird. Es ist nicht nur eine Hisbollah-Geschichte. Wir sind immer noch in Revierkämpfen und politischer Polarisierung verstrickt. Und das ist keine gute Prognose für die Zukunft.
Die Ermordung des Staatsanwalts Marcelo Pezzi sorgt weiterhin für Aufregung. Pezzi war spezialisiert auf die Bekämpfung des Drogenhandels in Paraguay. Am 5. Mai war er mit seiner Frau in die Flitterwochen nach Kolumbien gereist.